Hello YouTube, grüezi wohl! Kurzes Fazit zum PTA für Season 12. Währenddessen wir hier mit unserem Windstrike Aura Bild einfach schnell ein bisschen Spaß haben hier. Also erstens, ihr seht, wir haben unser Bild gerade umgebaut zum neuen Aura Bild und wir können jetzt einfach nur noch stehen bleiben. Und alle sterben von uns. Das Aura-Bild funktioniert jetzt noch einfacher als vorher. Also wir sind hier in T4 und haben jetzt noch nicht die beste Ausrüstung. Wie ihr seht, es ballert einfach die ganze Zeit diese Blutnova raus, wo noch mehr Range hat und noch mehr automatischen Schaden macht. Und das ist, weil wir auf dem Schwert hier every 10 kills increase a blood poison. Also jeden 10 Kill kommt eine Blutnova raus. Und ja, tötet alles. Plus noch das Aura-Zeug, tötet auch alle. Also muss man eigentlich halt gar nichts mehr machen. Also sobald wir Season 12 haben, können wir da dann einen schönen Aura-Bild machen. Wo natürlich dann auch stärker ist, weil jetzt, also ich habe das Bild hier einfach gebastelt, ohne irgendwie großartig jetzt zu gucken, ob ich das Richtige gemacht habe. Darum brauchen wir es auch hier beim Boss ein bisschen länger als üblich, aber T4 und ich habe wirklich nur Bullshit an. Ich habe das falsche Schwert, zwar mit dem richtigen Blutungseffekt drauf, aber naja, bei den Ringen habe ich auch komplett alles nur Bullshit. Ja, also, Fazit. Season 12 wird zum Glück eine kurze Season, weil es wird eine Season, da wird wieder das Glück, dass man das richtige Zeug findet, wieder überlappen. Bei den Sachen zu finden. Wieso? Weil ihr müsst die richtige Mythic oder richtig Legendärs oder richtiges Unique-Item finden, mit der richtigen Blut obendrauf, mit dem richtigen Gear. Das wird schwer. Die Dungeons, was ich schon hochgeladen für YouTube-Video, ist es auch nicht gerade wow, weil da rennt man auch einfach durch. Ob da jetzt ein Butcher drin ist oder nicht, naja, interessiert auch keinen Schwanz, weil der gibt keinen Loot, der gibt keine Erfahrungspunkte. Die Killstreak, wo jetzt cool ist in der neuen Season, ist jetzt auch so wow, weil gefühlt erstens die Killstreak läuft zu schnell ab. Jetzt bekomme ich nicht mal eine Killstreak. Was soll das? Hallo? Wieso bekomme ich eine Killstreak? Hier, die Killstreak. Ja, funktioniert hier jetzt in der Ebene. Ihr seht, mit dem Bild könnt ihr auch durchlaufen. Passiert gar nichts mit euch. Und es geht hoch. Aber ihr braucht zu viele Monster, um richtig die guten oberen Killstreaks zu erreichen. Und gefühlt hat es einfach zu wenig Mobs. Gerade in der Pit wird es kritisch. In der Pit ist auch das Dumme, wenn ihr dann in die zweite Ebene geht, dann ist die Killstreak einfach weg. Also ist einfach vorbei mit der Killstreak. Das ist natürlich doof, ne? Im Tower ist dann vielleicht anders, aber komischerweise im PTR ist jetzt der Tower ausgeschaltet. Das ist halt auch nicht so nice. Ja. Das Gute ist, wir haben hier jetzt mehr Punkte, wo wir aussuchen können. Das ist ein bisschen nice. Was so ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Spielspaß bringt. Also ich hoffe wirklich, dass die am 11. Februar, ganz wichtig für euch alle, vom Big News wegen Diablo. Weil es ist ja noch nicht alles drin. Bossmächte haben wir jetzt auch noch nicht drin. Ich hoffe, da kommt wirklich was Dickes. Weil sonst wird Season 12 ein bisschen dürftig, meine lieben Freunde, ne? Also, kann ich euch sagen. Aber das Gute ist ja,
glaube 5 Wochen später kommt dann das DLC raus. Und da wurde auch schon geleakt, dass es ein Warlock sein wird, die neue Klasse. Keine Ahnung, was ein Warlock macht. Wir werden es dann sehen. Ich hoffe, es ist geil. Und ich werde wahrscheinlich in Season 12 so reinstarten mit Paladin. Oder Druide, aber der hat nichts bekommen bis jetzt, der Druide. Und dann natürlich ein Warlock reingehen. Ne? Neue Klasse, wie es war beim Paladin, ausprobieren, hochmaxen, alles. Ja. Und was ihr bemerkt habt, es droppen auch die ganze Zeit Siegel, wenn ihr Monster tötet in der Heldheit. Ist nice to have. Es gibt auch wieder den mystischen Siegel, habe ich auch ein YouTube-Video schon rausgebracht. Ja, das war mein Feedback. Also, die Blutungseffekte, naja. Ja, Blutnova ja, aber alle anderen, wo erst dann aktiviert werden, wenn es zum Beispiel Stufe 5 ist oder Stufe 7 ist, das wird happy, dass man das schafft. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne hättet für Season 12 und wie ihr euch freut aufs neue DLC. Kuss, Kuss und wir sehen uns, gerne Follow da lassen.